Guten Morgen, Toni. Warte schon, ich muss... Ja, Guten Morgen. sorry. Wie geht's? Ja, tipptopp und selber. Ja, jetzt bin ich halt aufgestanden. Ja, Gestern gut. 14 Stunden pennt. Bist du im Bett gewesen gestern immer schon? Ich bin auch im Bett gewesen. Ich mache heute einen Faulen. Nachholen. Strahlt das? Hast du nicht mehr der von mir? Ja, sie ist, wie du gesagt hast, sie ist schwächer gewesen und sie hat dann, irgendetwas ist gewesen, aber ich bin im Ausland gewesen, was war. Ich weiss nicht genau, was war, aber sie ist dann an dem gestorben. Aha, sie war schon älter gewesen, gell? Und sie war tragend gewesen, oder was? Nein, das ist sie sicher nicht gewesen. Keine Ahnung. Ja, aber ist tragend noch immer. Die nimmt ja direkt nach der Geburt auf, gell? Keine Ahnung. Der Tierarzt Toni hat auch nicht gewusst, was war. Und Claudia hat auch, also Claudia und Tierarzt Toni haben das alles mitverfolgt. Ich bin ja da dort mal in Ungarn gewesen, wo das alles passiert ist. Und sie ist noch irgendwie angegriffen worden oder hat äußerliche Verletzungen gehabt und vielleicht noch ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Gut, die Trollen gerne, Esel, gell? Wenn es gefroren ist, sind sie weg. Das ist gefroren ist, können sie nicht stehen. Das ist noch im August gewesen, das ist schon länger. Ja, das gibt keine Garantie auf Leben, gell? Nein, definitiv nicht. Und der Knochen ist, gell? Ja, aber das gehört ja dazu, gell? Und der Tod wie Geburt. Ja, es ist so. Ja, Eisel am Hang ist nie gut. Das ist immer, und Eis. Darf nie gefroren sein, der Geiz. Aber wie gesagt, das war August gewesen, das ist also von dem her. Aha, ich habe gemerkt, dass ich noch nicht alle Filme geschaut und dann ist plötzlich ja nie mehr da gewesen. Ja, du. Ja, du hättest so ein Tier sollen machen, es wäre ein Paradies geworden, gell? Ja, du, ich habe wählen. Am Wählen allein hat es nicht gefällt. Also am Willen hat es nicht gefällt. Da hat es auch andere Sachen. Tier ist, da hat sich nicht viel zu viel aufgeopfert, gell? Viel zu wenig. Abgrenzt von der Ganzen, gell? Nein. Also ich erkläre es so, man hat mich einfach zu wenig ernst genommen. Das ist es, Toni. Man hat mich einfach zu wenig ernst genommen. Aber du, selber schuld. Am Ende des Tages ist... Garten und Geiss, das geht nie. Garten neben Geiss, das wird es nie geben. Aber Toni, du kennst den Spruch, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, aber da bist du 24 Stunden am Geiss bewachen. Es ist möglich, aber der Aufwand ist zu enorm. Gell? Ja gut, aber darum habe ich ja Geissen Geissen habe ich November 24 habe ich die geschlachtet, oder? Die habe ich ja alle geschlachtet und die sind Würst. Hat übrigens im Keller hat's noch Würst, falls du noch Hunger hast. Ja, nein, ich habe noch Zeugs. Gut, aber es hat Tiere sind jetzt beschlagnahmt nicht mehr an, gell? Du, ich habe keine Ahnung. Also, ich finde es sehr spannend. Also, sind ja deine Leute. Ja, wieso meine? Ich habe ja, komm, Toni, bleiben wir bei der Wahrheit. Wir sind ja unter Wieso? Nein, du bist ja so, ständig an. Aber ich habe dich ja als ehrlichster Gauner von der Welt kennengelernt, Toni. Jetzt willst du dich einmal ändern. Jetzt hast du einfach einmal... Die haben mich euch kritisieren, meine Haltung, gell, von der Brühe im Winter und so. Du hast mir, das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, hast du mich so erzählt, wer du alles so bist. Und ich bin auch vorgeschrittener als andere, weil ich länger in dem Geschäft bin. Ja gut, das ist doch schön. Aber und da ist ein gewisser Respekt vor mir, weil ich weiss, dass ich mich wehre, gell? Aber sonst schon nicht. Wenn ich mich gegen die Regeln verhalte, kommen die genau gleich. Gell? Ja, du, ich meine, der P. Diddy und der Epstein haben es auch gewusst. Ja, das ist aber schon nicht das Gleiche hier. Das nein, ist schon ein Mikrokosmos, gell? Ja, nein, aber Mikro wie im Makro, gell, Toni? Ja, das ist schon so, ja. Ja. Nein, es ist schon nicht gleich. Ja, da muss man halten. In Thailand sagt man same, but different, Toni. Ja, kennst du den Spruch? Nein. Same, but different. Das heisst, schlussendlich stinken wir ab im Es ist nicht das Gleiche oder so, ja. Ja, eben, es ist das Gleiche, es ist alles das Gleiche, aber doch anders. Weil eben jeder noch, und in der Permakultur sagt man, jeder Garten ist anders.
Ja, logisch, ist so. Es ist so, jeder Garten ist anders. Und ich habe früher immer gesagt in der Gastronomie, es ist egal, welches Restaurant du schaffst, du musst dich nur schnell an dieses Restaurant anpassen. Und der Rest ist gleich, der Job ist immer überall das Gleiche. Ja, und arbeiten kann man überall, gell? Das Ja, ist so ist ja. es, ja. Genau, wenn man sich nicht scheucht vor die Hände dreckig machen, ist alles möglich. Auch Geissen und Garten. Ja, aber das ist auch schwierig, gell? Das ist auch gemütlicher ohne Geiss. Ja, aber gell, wer will dann schon Convenience? Aha, ja, das war mal der grösste Teil der Welt. Aber es gibt im Fall immer noch Leute, die haben kein Problem mit hart zu arbeiten. Es wird nicht jeder der einfache Weg, Toni. Es wird nicht jeder Aber nicht mit der jeder Zeit ist schon. bestechbar, nicht jeder ist käuflich, Toni. Es gibt Leute, die sind noch ehrlich. Ich nehme den einfachen Weg. Ich. Jetzt hast du Weißt, schwierig gesagt, ja. eine Zeit lang ist mir gleich schauen, wie es ist. Aber nachher entscheide ich mich ja irgendwann, wenn schon mal eine Pause machen und nicht nur aufpassen. Ja, ich meine, wir können auch irgendwann in die Rücktritte treten, oder? Wir können auch... Die Tierhaltung und Landwirtschaft ist eines der schwierigsten Gewerbe. Ich mache Kunden, ich habe eine alte Hütte gekauft in Gampel, weil ich renoviere, eine Bruchbude. Meinst du die alte Hühnerzucht? Ja, weil weiter hinten ist ein Dorf. Und in dem Dorf habe ich eine Hütte gekauft. Ja. Und zerfallen. Und die haben jetzt renoviert, ist jetzt gerade bewohnbar. Und das ist so ein einfaches Gewerbe für mich, weißt? Viel einfacher als Landwirtschaft und nicht so überwacht. Gell? Landwirtschaft ist die Branche am meisten überwacht. Jeder weiss es besser, jeder kann reinschnurren. Weißt, und alles. Und bei der Baustelle so einfach 200'000 verdienen im Sommer. Ohne Krampf, ohne Wochenendarbeit, einfach einfacher. Ja, das ist so. Jetzt kaufst du schon wieder eine Hütte, das mache ich schon in 2 Tage. Ja, Immobilien... Ja, es läuft gut im Moment im Wallis. Ja, Immobilien ist eine gute Wäschmaschine. Jetzt gerade, ja. Ja, und weißt du, was aber das lukrativste Geschäft ist? Was? Krieg. Ja, schon, aber so weit gehen wir ja nicht, oder? Nein, also ich habe es nicht mehr nötig. Also ich habe noch nie streiten. Ich habe nie streiten. Ich bin nie irgendwo hingegangen zum Streiten. Aber weißt du, was ich will? Ich will Himmel auf Erde. Ich will eben all Krieg beenden. Das ist mein Lebensziel. All Krieg zu beenden, damit wir Himmel auf Erde leben können. Aber es gibt einfach Leute, die wollen es halt nicht lernen. Also müssen die halt auch. Die müssen auch, weißt du, Toni, mein persönliches Ziel ist, den Benjamin Netanyahu oben runterzuholen. Weil der Benjamin Netanyahu, das ist dann ein Arschloch. Da bist du nur noch Pipifax dagegen. Ja, also ich bin ein gäbiger Mensch. Ja, grundsätzlich schon. Ich habe dich auch so kennengelernt. Aber irgendwann hast du mir dann einfach... Weißt du, im Baseball sagt man 3 Strikes and you're out, Motherfucker. Ja, das kann es nicht Englisch. Nein, ja, aber im Baseball kann man dreimal daneben schlagen. Oder? Und das erste Mal, ja, ist einfach die Ehrlichkeit da gewesen. Das zweite Mal mit Bobby und Molly. Weißt, das ist schon, weißt, das mit den Schniedrigs und alles drum und dran. Ich verstehe ja schon die Loyalität und alles. Ja. Aber die Fehler, die die Staatsanwaltschaft... Und ich habe dann dort den Ball flach behalten. Wir haben beide den Ball danach flach behalten. Aber jetzt mit dem Veterinäramt und mit mir und mit meinen Esel und mit meinen Tieren. Ich meine, die hätten eine super Lösung gehabt. Dann wäre es allen gut gegangen. Aber nein, man hat den Eier reinmischen, man hat das Veterinäramt reinmischen, man musste den OVET... Nein, verstehst du? Und Tierschutz, und da hat man mich probieren darstellen, als weiss ich nicht was, Toni. Ja, so jetzt musst du den Blick lesen, wenn das kommt. Der Blick? Der Blick wird das hochziehen. Der wird sagen, ja, wie schlimm im Wallis, was ist passiert. Ja, Tschucker kommt nicht von ungefähr. Tschucker. Ja. Ich meine, rein theoretisch, Toni, könnte ich mit dieser ganzen Geschichte, Kinofilm Tschucker 2, das wäre ein geiles Drehbuch, da wäre ich ausgesogen, Toni, mit dieser Drehbuch. Mit dieser hättest du anders müssen machen. Jetzt hast du gemeint, das machst. Jetzt hast du nicht gemeint, du hast etwas vor. Ich habe etwas vor gehabt. Ich habe einen Plan gehabt. Und hey, weißt du was, Toni? Hätte ich jetzt einfach in Ruhe können, einfach die Scheidung durchziehen. Es wäre vom Ausland, ins Wallis wäre vom Ausland sehr viel Geld gekommen. Und eine ganze Armee. Wie wir das umbauen. Es wäre bis im
zwischen Mai 26 und Mai 27 wäre der ganze Plan umgesetzt worden. Paradies in Dresden wäre fertig gewesen im 27 und der Eröffnungsfeier wäre im Juni 27 wäre der Eröffnungsfeier gewesen von der ersten Permakulturpark der Welt. Ja. Es ist alles geplant gewesen, ist alles vorgelegt gewesen, aber nein, man hat unbedingt dumm tun. Man hat unbedingt seine Affen vorbeischicken. Man hat unbedingt Anwälte reinmischen. Und man hätte es einfach können machen lassen. Ob man mich ernst nimmt oder nicht. Man hätte einfach können machen lassen. Und es wäre, im 27. wäre der Eröffnungsfeier gewesen. Und es hat, der Tourismus, ich hatte vom Anfang an gesagt, Permakultur, ist die Lösung. Und es hat, Wallis wäre weltweit bekannt gewesen für den schönsten Permakulturpark der Welt, wär's gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiss es. Toni, los mir zu. Fang mal an glauben, Toni. Das ist ja so. So wie die grüne Wüste, Greening the Desert, wär's der blaue Berg gewesen. Der blaue Berg von Oberwallis wär's gewesen. Es wäre der erste. Wo kriegt es her, gell? Es wird grün da. Und das ist ich has gehört. Nein, es wäre blau geworden. Der Berg. Dresden wäre blau geworden. Es hat den ersten Tsunami von der Schweiz gegeben. Und der Berg das wäre symbolisch. Ja, sicher symbolisch. Hallo. Ja, alle Wüsten, ja. Ja, stimmt. Hast du das Gefühl, ich gebe dir. Nein, die grüne Wüste, das ist nicht symbolisch. Das kannst du nachlesen. Das hat mein Lehrmeister so produziert. Es ist ein weltweit bekanntes Projekt. Und der gleiche Lehrmeister wäre in die Schweiz gekommen und hätte den Berg blau gemacht. Aber nein, man hat meinen, man sei besser, man hat meinen, man sei stärker, man hat meinen, man wüsste es besser und man hat mich einfach nicht ernst genommen. Und darum hat man gemeint, ja, aber das, was er schon gut vorgelebt hat, das können wir jetzt nehmen und für uns nutzen. So Breaking Bad. Man hat es unbedingt machen. Ja. Zuerst hat man mir angeboten, dass ich für euch Gras anbaue, habe ich nein gesagt. Und dann sind die Affen gekommen. Ein fliegender Affe nach dem anderen. Alles aus dem Nussbaum in seine Küche. Ja. Man hätte mich einfach sein lassen, Toni. Ich kann das nicht sagen. Mal, du kannst. Ja, aber wo ist deine Ehrlichkeit, Toni? Wo ist deine Ehrlichkeit hin? Nein, ich habe es nicht mehr so beobachtet. Ich bin zu überrascht, dass du nicht mehr da bist und so, dass du nicht mehr so oft geschaut, weißt du, die Videos. Also mir ist gesagt worden, du hast am Anfang gesagt, du mischst dich nicht rein, weil nach dem Bobby und Molly haben wir beide gewusst, das bringt nichts miteinander. Und dann, wo es dann wirklich drauf angekommen bin und man gemeint hat, oh, jetzt ist schwach, jetzt können wir ihn fertig machen mit der Esel und Tierschutz und weiss ich nicht was. Weißt du, Toni, ich weiss, der Nussbaumer ist nur Mittelmanagement. Und es gibt nur einen, wo alles gehört. Der Tierschutz gehört dir, Toni. Polizisten gehören dir. Nussbaumer ist nur ein Diener. Der Nussbaumer ist nur Mittelmanagement. Du stellst du dir vor. Ich bin normaler Bauer, ganz normal. Genau. Weißt du, was dein Toni, ist gut. Ja. Mach dich nicht klein, Toni. Ich halte mich nicht an alle Gesetze wie andere. Und ich lasse mich nicht ficken von jedem. Aber sonst bin ich normal. Ja, aber mach dich nicht so klein. Ich habe Freude in der Landwirtschaft und werde mein Leben lang das machen. Toni, mach dich nicht so klein. Aber mit dem Gesetztheater habe ich viel, sehr viel. Ein bisschen stolz, Toni. Ein bisschen stolz, ein bisschen hochachtig. Nein, ein bisschen stolz, Toni. Ein bisschen hochachtig. Du hast mir immer gesagt, du sagst der Größte. Du hast mir gesagt, du sagst der Größte, du sagst der selbsternannte Bauernmafia-Chef. Das hast du mir so gesagt? Nein, das habe ich nicht so gesagt. Das hast du mir... Toni, willst du mich als Lügner darstellen? Mein Chef lässt es nicht zu, dass ich lüge. Das hast du mir gesagt. Ich habe am meisten Land verliehen. Du hast mir, ich zitiere, Colin, ich bin unberührbar, weil ich bin der selbsternannte Bauernmafia-Chef von Oberwallis. Ah nein, das selbsternannte hast du nicht. Du hast gesagt, du sagst... Das habe ich nicht gesagt.
Euch nicht das. Was hat der andere gesagt? Ich sicher nicht. Nein, du hast mir gesagt, Ich Colin, hab ich bin nie unberührbar. Du weißt das mit der Bobby und Molly? Hast gesagt, Colin, egal ob du recht hast oder nicht, so und so wird es ablaufen. Deine Chefs sind von Zügen überfahren worden. Ja, sicher, sie sind über den Zug gekommen. Ja, die Fotos habe ich gesehen vom Ja, die Zug. Fotos. Aber der Rest von der Beweislage, wo ich überall zusammengesammelt habe, hast du nicht. All die Fälle, wo... Ja, nein, ich bin nicht da gewesen. Aber das Schaf ist sicher unter den Zug gekommen. Ganz sicher nicht. Ganz Ja. sicher nicht. Ich kann nicht beweisen, weil wenn es unter den Zug gekommen wäre, wäre mein Arschlöchli viel grösser geworden. Aber es ist immer noch genau gleich wie am Anfang. Die kann es Nicht wegschlagen. weg. Toni, ganz ehrlich, wären meine Schafe überkarrt worden vom Zug, wäre mein Arschlöchli aufgerissen worden. Und mein Arschlöchli... Wieso? Ah ja, frage mal, was passiert. Versicherungstechnisch, polizeitechnisch, theatertechnisch, dann werden die Schutz kommen. Leckt, man hat so viele Fehler gemacht. Mein Arschlöchli ist nachher unter den Teppich gewischt worden und es ist verschwunden. Ja, aber sie froh. Ja, sicher bin ich froh. Ja, genau, wo die Schuld ist. Das alles. Ja, du hast mir einfach dort mal gesagt, wie es wird sein. Es ist so gewesen, wie du gesagt hast, ganz genau, außer 2, 3 Fehler. Es sind Fehler passiert. Sind Flüchtigkeits- und Überheblichkeitsfehler passiert, wo wir im Nachhinein, und ich habe aber den Ball flach behalten. Ich habe nichts weitergemacht. Ich hätte können weitergehen und weiter beweisen und weiterreden, aber ich habe gesagt, und du hast mir dann angerufen und gesagt, komm Colin, bleiben wir beide positiv. Die sind auf dem Gleis umgesäckelt. Die sind neben dem Gleis gelegen. Sie sind neben dem Gleis. Toni, gang die Videos wieder schauen. Gang die Videos. Die Staatsanwaltschaft gehört auch dir. Schon, aber meine Tochter gehört, was die Hure gereut uns. Ja, Das ist das letzte Schaf. Ich habe über 100 Mutterschaft gehabt. Ja, ich weiss. Es ist ja die Pflege, wie haben das geheißen? Vertrauensschaf. Ja. Vertrauensschaf, genau. Und ich habe sie dann auf Molly umgetauft. So ist das gewesen. Und du hast mir gesagt, wie es wird ablaufen. Und du hast bis auf ein paar Fehler hast du recht gehabt. Aber wir haben dann nachher miteinander nochmal telefoniert und wir haben gesagt, wir bleiben wieder positiv. Ja. Und dann haben wir nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Bis jetzt das Wochenende. Das Wochenende letzte Wochenende hast du deine Eier vorbeigeschickt. Nein. Der Kilian. Der Kilian Eier. Vielleicht einmal ich nicht. Ich habe keine Hühner mehr. Ich habe die Hühner auch aufgehört. Ich mache nicht immer das Gleiche. Ja. Aber der Kilian, hey, ich habe den Kilian kennengelernt über die letzten 3 Jahre. Der ist ein fauler Sieg. Der hat nicht einmal mir eine Betreibung vorbeibringen. Obwohl das sein Job wäre. Ich habe jedes Mal selber müssen gehen. Sicher nicht. Ja, nein, aber gestern, aber laut Zeitung war er da oben gewesen. Er ist dann gut gezahlt worden. Ja, was zahlst du? Ich zahle das. Ja. Wo? Ich habe ja kein Geld. Ja, aber der geht ja nicht zweimal. Ja, muss er auch nicht. Es ist nämlich auch vorbei, weil die WB hat schön darüber geschrieben und ich bin sicher, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe noch nichts gelesen. Es ist ja wunderschön. Nathalie die WB hat einen noch wunderschönen Bericht geschrieben. Fair und ehrlich. Also die Tierschützer werden dich alle umbringen, ich sage das, das stelle der Fall. Also nur der Präsident gehört dir. Ja, aber Schweizerisch, ich sage das, Schweizerisch Tierschutz ist aber Toni, mir ist ja in der Zwischenzeit bekannt, dass ich nicht mehr zurück in die Schweiz kann kommen. Ja. Aber es ist mir eigentlich, weil die Welt Tierschutz ist der im Wald, die wissen das schnell mal in jedem Land, die sind ja Huren vernetzt. Und die mobben dich aber richtig, du musst mal Leute wie schlimm die sind, die Tierschützer, gell? Und das Tier quetscht. Ich habe kein Tier gequält. Aber das wird anders uns gesagt jetzt, gell? Wie schon? Ich weiss, dann lesen mal die WB. Ja. Lesen mal die WB. Also die WB, ich vom Kehren sagen lernt man lügen, Toni. Ich weiss. Es stimmt nicht, aber sie überdrehen es so, dass es nicht passt. Ja, das hast du mir auch dort mal gesagt mit dem Zug, mit dem Bobby und Molly. Es wird so gedreht, wie es dir passt. Ja. Aber Fehler passieren. Mit Überheblichkeit passieren Fehler. Ich mache andauernd Fehler, weil ich am Lernen bin.
Andauernd mache ich Fehler. Ja, jeder macht Weißt das. du, der grösste Fehler, den ich gemacht habe, der grösste Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich den Ball flach behalte. Also, wie der Göller sagt, hätte ich dort mal schon gewusst haben, was ich jetzt weiss, hätte ich noch viel dümmer da. Der Göller ist ganz ein guter. Mein grösster Fehler war, dass ich nicht vom Anfang an Gott glaubt, also richtig mich voll reingegeben habe. Ich habe immer ein bisschen zweifelt, ich habe immer gut dastehen, ich habe nur über das Universum geredet und nicht Gott allein. Ich habe mich nie voll an meinem Chef übergeben. Ich habe immer gemeint, ich kann das auch ohne. Aber weißt du was? Ab dem Punkt, seit etwa, wie lange ist es jetzt? Ich bin, glaube ich, jetzt schon offiziell der Hofnarr. Ich glaube, vor 3 Wochen habe ich offiziell die Stelle angenommen. Aber seither, du, ui, tue ich so dumm, wie ich will. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und, ja, ich auch nicht, aber ich weiß es auch nicht, das liegt in Gottes kann Hand. das sagen, ich weiss Aber es, Gott sagt mir, solange ich seine Arbeit mache, schaut er auf mich. Und ich habe ein volles Vertrauen in Gott, weil er ist nicht menschlich. Er ist über alles. Er sieht alles, Toni. Und es ist unglaublich, wie er mir hilft und unterstützt. Hey, unglaublich. Auf Schritt und Tritt ist er da, wenn ich ihn brauche. Ich muss nur sagen, please Lord, ich rede eben Englisch mit ihm meistens, eben, weil es ja meine Muttersprache ist und so, gell? Ja. Es liegt mir am nächsten auf Englisch reden. Dann sage ich, please Lord, help me out. Ich weiss nicht, wohin geht. Und dann sagt er, ja, dann mach doch das. Und dann denke ich, ja, was? Hey, aber ich sag dir, am Samstag war es lustig, ich bin durch ganz Budapest gelaufen und habe selber die Lösung finden, selber suchen. Und dann hat er gesagt, hey, mach mal Pause, geh etwas trinken. Dann habe ich Pause gemacht, Lösung. Und dann zack, eine Lösung gehabt. Dann ist die aber Lösung, hat sich dann wieder daraus gezeigt, dass es ja nicht ganz die richtige ist. Und dann habe ich gesagt, jetzt aber, wieso, was muss ich lernen? Hat er gesagt, frage mal deine Freunde. Da habe ich meine Freunde gefragt und ich habe dann gerade das Zimmer bekommen. Hey, eine halbe Stunde später bin ich im Schlafen gewesen. Hey, aus dem Nix raus. Weil Gott sagt mir, Colin, du bist nicht allein. Und die Tierschützer, die du mir jetzt angedroht hast, Ja. auch die werden die Wahrheit. Weil, weißt du was? Tiere sind Wahrheit. Tiere wissen es besser als wir, weil Tiere sind Natur und Tiere sind ein Teil von Gott. Und Gott moves in mysterious ways. Ganz komische Art und Weg hat er. Aber am Schluss vom Tag ist es sein Plan. Und er ist grösser als der Teufel. Und alles dran und dran. Und jeder Zweifel, wo man an Gott hat, ist eben schade. Das war mein Fehler gewesen. Zwischendurch habe ich gezweifelt. Ich bin unsicher gewesen. Aber in der Zwischenzeit weiss ich, Toni, auch wenn's gerade ein bisschen so aussieht, kalt ist es nur wegen der Jahreszeiten. Weißt du, was ich meine? Ja. Kalt wird's nur im Winter. Im Sommer wird's tendenziell warm. Und heiß. Und wenn's aber was das Gute ist, Kleider kann man anpassen. Wenn es warm wird, kann man sich abziehen. Wenn es kalt wird, zieht man sich warm an. Ich gehe ins Süden nach Weihnachten. Oh, schön. Ja, Schön. 2 Monate. Ja, ich kann glaub's bald in den Osten. Ich will eben noch ein bisschen mehr über den Islam lernen und ich möchte ein bisschen ins Osten. Ja. Ich möchte Prinzen kennenlernen und so die wahren Prinzen möchte ich kennenlernen. Ich glaube, ich gehe in den Osten bald. Noch 2-3 Tage Pause und dann gehe ich, glaube ich, in den Osten. Ja, die Welt steht drauf, gell? Ja, hey, Weltenbummel. Das ist Freiheit. Ja, Freiheit ist genial. Ist genial. Ja, das stimmt. Ja. Mit dir bist du immer gebunden. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat's mir also weißt du, Toni, schlussendlich hat's mir geholfen, weil in der Zwischenzeit weiss ich auch da, ich habe heute Morgen im Video schon gesagt, auch das habe ich jetzt loslassen. Ich habe noch um Ovet gesagt. Ich habe noch schriftlich um Ovet gesagt. Ich sage ihm 12 Stunden Retour, wenn es muss sein. Aber in der Zwischenzeit hat mir der Ovet und der Toni und alle zusammen haben mir mein Problem gelöst und Wallis Boten hat schön darüber berichtet und jetzt kann ich einfach mit gutem Gewissen in den Osten laufen. Ja. Ja, und ich brauche nur 24 Tage und ich bin schon dort. Herrlich.
Der Weg ist vorgelegt. Ich weiß nicht, was wird kommen, aber ich weiß, ich bin froh, folge ich Gott. Gott ist gepriesen, Gott ist groß, sein Name soll in Ewigkeit, in allen Ohren klingen. Und weißt du, was das Ziel ist, Toni? Himmel auf Erden, ohne Beschwerden. Weil Motzen bringt nur das Kotzen. Ja, so ist es. Und die Wahrheit, Toni, so, ich habe dich bewundert, weil du bist der ehrlichste Gauner gewesen. Und jetzt sehe ich da einen kleinen Bub vor mir stehen. Ja, ein bisschen, ja. Ja, klein machst du. Mo, du bist einer von der Grössten von der Schweiz gewesen und du bist stolz drauf gewesen. gewesen. Ja, so ein Scheissdreck. Also, ich habe nie gesagt. Ich habe gesagt, ich lebe frei und mache, was ich will. Das ist Freiheit. Das ist eigentlich nicht einfach so, wenn du kannst machen, was du willst. Mo, das ist ganz einfach. Man muss einfach gerade stehen dafür. Ja. Genau. Und machen. Und du musst es auch können, sonst wirst du abgesagt. Du musst dann am Anfang dann ziemlich aus dem Weg können gehen. Also mit Wahrheit wird am längsten tun. Ja. Und wenn Gott sagt mir, ich will es bis zum Schluss können durchziehen, solange ich immer vertraue und mit ihm mitmachen und immer ihn anschauen, ich will nie mehr wegschauen, nie mehr will ich das Gefühl haben, ich hänge so ohne ihn. Weil nur mit ihm und ich hat mir gesagt, hey, egal, wenn ich daran glaube und mit ihm mitmache, Toni, dann kann jeder Tierschützer kommen. Weil ich habe jetzt ein neues T-Shirt übrigens gekauft. Das heisst, zu alt zum jung sterben. Das stimmt. Viel zu alt zum jung sterben. Ja. Genau. Und nur die Guten sterben jung, das kannst du genau. sagen. Und ich bin weder noch gut, noch weder böse. Ich bin einfach ich. Einfach nur der Colin. Ein Geucht schlechthin. Ja, Toni, wollen wir noch lange hin und her kehren, oder? Nein, ich muss aufstanzen, wie eine Kühe, gell? Gut. Ja, ich weiss ja. Du schaust deine Kühe gut. Du wird bitte deinen Ruf nicht gerecht. Und eben, vielleicht überlegst du mal Pensionierung. Ich bin pensioniert. Ich kann 2 Monate Gran Canaria machen, einfach mal nichts. Also gut, ein Grüß nach Gran Canaria, Toni. Der Anfang von meiner Pension. Ich bin eigentlich pensioniert, eigentlich ja, schon. Weil eben, eigentlich, irgendwann hat man ja genug Geld verdient, oder? Ja. Und nein, ich brauche ja keins. Ich lebe so sparsam für mich selber, dass ich gar keins brauche. Das stimmt, das sind ja alles, anscheinend ist ja alles bei deiner Frau auf dem Konto, oder? Ich habe so, nein, auch noch nicht so. Ich habe einfach so alte Autos, ich habe genug gesammelt, alte Kleider. Ich brauche keinen Luxus. Punkt. Dann muss ich arbeiten für Luxus. Gut. Ich arbeite nur für Luxus. Ich habe alles System durchschaut und darum. Ja. Luxus ist für mich schlimm. Es ist für mich weniger ist mehr. Weniger ist mehr, so ist es. Darum bin ich mit Leib und Seele habe ich den Wallis verlassen. Meine Kameras und Computer habe ich mitgenommen, aber der Rest nur Leib und Seele. Ja. Genau. Und darum habe ich heute Morgen Kleider waschen, anstatt Geld und darum mal schauen. Ja, Toni, ich wünsche dir nur das Beste und alles Gute. Ja, gleichfalls, ja. Gut, schönen Tag. Das wünsche ich auch. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, und das wäre es mit Tricks und Gags. Ich hoffe, wir können jetzt, Toni, das ganze Geschichte beenden. Ich hoffe, du ziehst halt deine Hunde zurück. Und ich verbeuge mich im Namen Gottes, nicht vor dir, sondern vor meinem König. Der einzig wahre König. Gott ist groß, Gott ist gnädig. Aber kommt er, wie du Ton tust, dann kommt er mit Sohn. Und das ist der Ton von meiner Stimme. Und meiner Stimme gebe ich ihm Wahrheit und Bescheidenheit. Bin ich gern sein Diener. Gottes Gericht! Mein Name ist Colin und hey, wenn du gespannt bist, was als nächstes kommt, du abonnieren, du kommentieren, du liken, Kommentare tue ich nur noch sporadisch antworten oder lesen, aber die sind da für den Algorithmus, also ist es sehr, sehr nützlich, aber ich sage euch eins, ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber es kommt ganz bestimmt viel. Drum! Den Kanal abonnieren. Hat ja auch einen neuen Namen. Gott ist gnädig, Gott ist groß
Was würd ich machen, ihn weiß ich nicht bloß. Ich bin dankbar, das ist mir klar, und drum steh ich mit dem erhobenen Hauptes da.